bist du da? Willkommen in einer neuen Woche für Triesta. Es ist Sonntagmorgen, das Video ist fertig geschnitten und aufgeladen. Emma und ich, wir sind hier auf dem Serumini-Platz, wo der Visi und ich gestern Abend schon gesendet haben. Wir haben schon angefangen, diverse Probelöcher zu graben, um zu schauen, wie der Untergrund ist. Und wie ihr seht, der Untergrund ist weich. Das heisst, meine Vermutung von wegen, dass der Teil vom Hügel, dass da alles noch organisches Material ist, das sich über die Jahre gespeichert hat, tatsächlich vermutlich stimmt. Was sehr schön ist, wieder macht es einfacher zum Graben. Und ja, jetzt haben wir noch Werkzeug hintergebracht. Und jetzt viel in den nächsten paar Wochen viel um den Serumini-Platz geht, würde ich sagen, ist es ein guter Moment, um zu sagen, willkommen in Triesta. Schön bist du da. Jetzt fangen wir mal die Woche ganz gemütlich an. Wir haben unser Morgenziel erreicht. Das heisst, die 3 Löcher, die wir hier vorgegraben haben, sind jetzt verbunden miteinander. Sehr schön. Man sieht es wahrscheinlich nicht so richtig auf dem Video. Aber da haben wir aufgefüllt. Schon. Weil da wird es ja noch eben so wird's noch flach. Und fortlaufend läuft es so. Wie gedacht, jetzt um 10:30 gehen wir Pause machen, weil heute kommt Elvira und Familie zum Mittagessen und sie bringen uns einen Haufen Bettwäsche und allerlei. Also das heisst, wir gehen runter ins Tal, gehen das alles auftragen miteinander. Und für das brauchen wir Energie. Und darum machen wir jetzt Pause und gehen gemütlich auftanken nach dem Graben. Whenever I come to see you, I always find you outside with your hands in the ground, getting down with anything that grows. Und Charlie ist auch, wird schon besser. And all I wanna do is join you in that morning sunshine. I wanna know how you grow all your vegetables. 'Cause we're gonna go garden. We're gonna go garden. Wie es ausgeht. Ja, jetzt habe ich da aufgemacht, weil ich will, dass sie da reinfressen. Das ist ein Ort, eine Ecke, wo wie ihr seht, ich noch nie durchgelaufen bin, also durchgekommen bin, weil man sieht nicht, was da drunter ist und es ist steil und stufig und ja, jetzt wird ich dahinter. Genau. Freya, heute ist Mittwoch. Genau, die letzten 2 Tage, Montag, Dienstag, hat es ja keine Videos gegeben. Habt ihr gesehen, da bin ich ganz fest in mir reingegangen. Weil am Sonntag hatte ich meinen ersten grossen Streit mit meiner Tochter. Und ja, beschäftigt einem. Und, ja, und ich bin am besten damit, wenn ich hässlich bin. Am besten ziehe ich mich zurück und will ja. Emma, hast du nicht bedient? Entschuldigung. Marc. Ja. Alles Gute. Und ja. Aber jetzt bin ich wieder draussen in der Natur. Und schauen wir mal.
you some seeds from my pumpkins and peas, and I can foresee we'll get them growing like weeds. We could stay up real late and plant them by the moon. And we're gonna make everyone jealous when they see what we've got growing on the trellis. It'll be raining down in our very own food monsoon. Cause we're gonna go garden. We're gonna go garden, yeah. We're gonna go garden, darling. Said we're gonna go garden. We're gonna go garden, yeah. So, jetzt hier wieder auf dem Zeremonieplatz. Wir sind da am also der Emma da ausgegraben bis jetzt. Jetzt hat es noch geregnet, zweimal in der Nacht. Und ja, einfach da, ab da, das muss weg, der Hügelteil. So wie der Hügelteil da. Genau, damit es da eben ist. So rundum. Ja, jetzt mache ich weiter. Da. So, jetzt muss ich mal Pause machen wieder. Also zuerst bei den Geissen vorbei. Aber wir sehen, wie das grösser wird. Und Fläche, da gehen Kinder. Und irgendwann haben wir da hinten einen Mauer. Genau. Am Wachsen ist es. Langsam, aber stetig. Und der Wachsen tut nicht nur der Kreis, sondern so beim Graben und Schwitzen und Herzschaffen wächst auch die Gedankensgut und Selbsterkenntnis und ja, man selber, seine Seele, seine Sicherheit, seine Verantwortung wächst aber auch, umso mehr, dass man frei ist. Oder umso mehr, dass man dankbar ist, schätzt man auch die kleinen Sachen. Aber man muss wirklich auch Verantwortung schätzen. Und man muss dazu stehen, wenn man hässlich wird oder etwas besteht. Und man muss seine Realität zu sein machen. Und das sind alles so Gedanken, die man hat beim Graben. Also ich zum Beispiel. Und vieles denke ich, wie bringen wir Frieden her? Beim Friedenkreis herbringen. So, jetzt gehen wir mal wieder zu den Geissen schauen, wie die vorwärts kommen mit Essen. Weil die sind so halb frei. Ich probiere etwas Neues aus, das kontrolliertes freies Essen. Aber auf der einen Seite ist es zu, auf der anderen Seite nicht, nur dicht. Und also eigentlich können sie nur dicht rein. Und so macht es das, was ich will. Jetzt gehe ich wieder mit Brot, also zum Schauen, dass ich sie zurückziehe. Dass wenn ich weg bin, sie Mittagspause machen. Wenn sie nicht schon dran sind. Genau. Da auch sie Mittagspause machen und ich jetzt weggehe, wieder zum Haus, habe ich ihre Welt zugemacht, Wasser gefüllt. Und ja, jetzt gibt es Siesta. Für die Geissen. See you later, ladies. Tschüss. Da! Im Weg ist recht überlaufen. Jetzt werden wir gewittert. Und habe jetzt ein bisschen breiter gemacht und ein bisschen tiefer gemacht. Und einen Schutzmauer auf dieser Seite hergestellt. Fester gemacht. Ja, weil es sollte schon reinfließen und nicht den Weg drauf. Jetzt wird von da ab der Rutschig zum Regen dazu. Aber schau mal, wie grün es schon wieder ist. Da. So schön. Well, we made our beds, we gon' raise that veg and let the chickens out when they lay their eggs. Throw in asparagus, spaghetti, squash, strawberries. Oh, we can eat so much from our garden. Es hat vorher geregnet und gestern Nacht, ja, und vorgestern Nacht, also wieder mal ein guter Zeitpunkt, um den Kompost zu kehren und durcheinander bringen. Weil, ja, der
weil in der Mitte ist, noch vermutlich nicht ganz so nass, wie ich es gerne hätte. Also nur das Nasse in die Mitte und genau. Weil vermutlich kommt es noch mal regnen. Sie haben das noch nicht gesehen. Und da der Berg, der sich versetzt. People say I'm a fun guy, but that's more than what I am. Well, you can call me Fungus. Come underground to my pad to jam. There's not much room down there, but we've got mycelium. Wanna wrap mycelium around you. Donnerstagmorgen. Und heute haben wir viel vor, weil morgen gehe ich Permaculture Festival in Thusis, also Graubünden. In Graubünden ist der Permakultur Festival. Ich gehe schon morgen, weil am Abend ist GV und am Samstag haben wir mit Kindern der Permakultur einen Stand. Und ja, aber das heisst, ich muss das jetzt heute einen Haufen machen, damit Claudia muss weniger machen am Wochenende. Genau. Und am Nachmittag kommt Alois und wir den Zeremonieplatz bauen. Ja, das heisst, Geissen und Schäfe müssen bereit sein für das ganze Wochenende. Nicht mehr so umgestellt werden. Darum fange ich mal jetzt bei den Schäfen an. 2 Hektar kann ich bereit. Und ich gebe ihnen jetzt ein neues Gebiet. Und zwar gehen wir da hinten. Genau, wie Jacks Garten, Klanghang ist, und Solarium ist jetzt abgeweidet. Jetzt gehen wir da hinten. Da hinten gibt es nämlich viel Gutes und Schatten. Und ja, wir sind in der Nähe vom Haus. So, der erste Tag ist aufgestellt, einfach da entlang. Und mit dem Hag kann ich jetzt entweder da oben weiden oder da unten weiden und einfach stehen lassen. Genau. Aber ich gehe jetzt zuerst da oben durch, weil da oben durch haben wir schon länger nicht mehr, also schon länger nicht mehr, länger als da unten durch. Und am liebsten mindestens 90 Tage Ruhezeit pro Seite. Nur schon wegen der Parasiten und das alles kann wieder wachsen. Aber wie ihr seht, das ist gut wieder bewachsen. Aber da auch. Da hat es mehr Grün fast. Da gehen wir links. Von da aus gesehen. Heute Nachmittag sind wir zu dritten und 2 Hunde am Zeremonieplatz am Graben. Also nein, das zweite sind es und ich bin am Filmen. Nein, ist gut. Ich mache einen Timelapse. Die Visi hat mir geiles basteltes Zeug gebracht. Aus Tetrapack. Ein Telefonständer, da kann ich Timelapse machen. Well, you know, fun guy like me need a bit of fun gal company. So, Timelapse fertig. Das ist daraus geworden. Es fängt da Tropfen. Die Radio ist schon vorher weg. Also gibt es bald auch zur Nacht.
Und ja, wir sind recht vorwärts gekommen, würde ich sagen. Recht viele Läden. Und ja, es sieht schon nach Kreis aus fast. Ja, nicht ganz, aber mal, man sieht es. Da, genau, Mama, man sieht es, man sieht es. Schaut, ich laufe da rundherum. Das wird natürlich noch alles noch abgestützt und ein Wall, Wand, Ausbau. Und da rundherum. Mama, da sieht man doch schon. Mal schauen, wie flach wir schon sind. Ja, yeah. Herrlich, herrlich. I'm gonna decompose you a love song. Symbiosis in the key of G. And when I party, all Xenios in a hotel, oder wie eine Kasse Schrank bin ich Gottfried Stutze Kiosk, oder bin ich... Gestern Nacht bin ich im Bett liegen. Nein, das ist noch früher in der Küche, nachdem ich mit dem Alois zusammen Musik gemacht habe, ist mir so ein Gedanke gekommen. Ich brauche ja Lehm. Respektive aus dem Lehm möchte ich Kopf machen. Eines Tages. Für weitere Projekte. Und gestern beim Graben hat es uns gedacht, dass der Boden recht aussieht, als ob es lehmhaltig ist. Also sprich, es ist lehmhaltig. Von Konsistenz her kann es nicht anders sein. Darum habe ich jetzt ein Konfiglas dabei und nehme eine Erdprobe, mische es mit Wasser, schüttle es ganz fest. Und in der Zeit, wo ich jetzt weg bin, am Permakulturfestival lerne ich setzen und teilen, dann sehe ich dann theoretisch so ungefähr, wie viel Lehm drin ist. Das ist ein Grund, zum nächste Woche wiederkommen, zum Abonnieren, zum Kommentieren, was du glaubst. Und überhaupt. Ich bin gespannt. Und du? Wir sind wir ehrlich, wenn ich einen Lehmvorrat auf dem eigenen Land habe, wow, was könnte es denn besser sein? Was könnte denn besser sein? Gar nichts. Gar nichts. Das wäre ein Geniestreich. Von da aus dort vorbringen, könnte man mit dem Helikopter und es wäre immer noch günstiger. So gut. So. Gut halbe Glas voll Läden. Jetzt fülle ich es auf mit Bachwasser. Ich tue es so nicht verfälschen, weil ich würde ja auch bauen mit Bachwasser. Wenn, dann. Oder? Ja, das würde ja Sinn machen. Ja, und darum machen wir jetzt das. Einmal voll. you know I love to break it down. Eating dead wood tastes so good, and you know I'm gonna share it round. Whoa, I wanna wrap my Celia arm around you, wrap my Celia arm around you, wrap my Celia arm around you. Es ist mega schnell gegangen, das Wochenende. Colin ist ja weg und ja, was habe ich gestern alles gemacht? Ich habe gerne nicht mehr gefilmt nachher, aber ich zeige es euch. Ich habe gestern nochmal Salz gemacht und zwar mit Rosmarin und Salbei und Zitrone und schwarzem Pfeffer.
Und dann habe ich sonst noch ein bisschen Rosmarin und ein bisschen Salbei noch für uns. So, decken wir das da wieder ein bisschen zu. So, kann es da easy trocknen. Ja, und dann habe ich noch Wäsche gemacht. Muss auch sein zwischendrin. Und ein bisschen gehaushaltet. Und ja, das ist dann eigentlich auch schon der Tag gewesen. Am Nachmittag hat es mehr oder weniger geregnet. Und dann bin ich noch ein bisschen drin. Mit allen Tierchen da. Katzen und Hunde. Hast auch immer etwas zu tun. Ja, genau. Ja, der Colin ist schon auf dem Heimweg vom Permakulturfestival. Und ich freue mich, wenn er wieder da ist. Und danke euch fürs Schauen, für das Teilen, Liken, Abonnieren. Das wäre so mein Einsatz, den er immer sagt. Genau, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche gehabt und das Video hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar oder sonst irgendetwas. Dann wissen wir auch, was ihr so denkt. Ja, schönen Sonntag noch und bis nächste Woche. Machen's gut. Bye, bye.